Talk it like Louis D. Ladies Ich freue mich die and ganze Woche gentlemen. auf keinen Gast, nicht auf ihn, ich freue mich nur auf den Beat am Anfang. Wow, wow, wow. Aha, yeah. We're back, We are back baby. Man, We Lou back, sterke Hoeven und baby. lass it drin. Yeah. Michael We Jackson love für das it. Tanzen. We love it. Eben Moves machen. The energy is Eben here. Moves machen. Jeder weiß wie. You know Yes, it's baby, time. danke It's fürs Einschalten. time. Check Thank it you out. so much. Hello miteinander, grüezi miteinander. Hello, Schweiz. hello, yeah. Ey, ich freue mich wieder, ey. Zurück, hè? Wieder einmal back. mehr, der junge Herr. Ich Wieder freu die mich. Leute ein bisschen stressen. Geil. bisschen Also wenn ihr da rumschreien, sind, danke machen vielmals, tun. dass ihr da sind. Ist nice. Thank you so much, dass ihr drei loset und drei schaut. Also es ist wie immer so, dass wir nicht allein da sind, sondern wir haben wieder Manpower, wir haben wieder einen jungen Mann da. Und Absolut. ich glaube, man könnte ihn nicht besser, also es ist sehr schwierig, dich zu beschreiben. Weil in meinen Augen, schau, meine 3, 4, 5, 6 sekundige Beschreibung für dich ist ein Netflix-Star, Indoor-Festival-Veranstalter, Burger-Boss, Definition von einem Entrepreneur, aber im Allgemeinen besser bekannt als der offiziell Bürgermeister von der Stadt Bern. Herzlich willkommen! Welcome. Herzlich willkommen, Serum Hum. Ja, so. Gibt es noch etwas, was du nicht machst, ey? Ja. Jetzt machst du einen Podcast von dem her. Jetzt noch Podcast. Finden wir es raus. Hey, ja, also Ihr Podcast ist auf jeden Fall nichts zum Einschlafen, man, mit dem Intro. Das ist Wenn auch das nice. ein Berner sagt, dann ist das schon mal, Wir sind ein bisschen langsam. ist das schon mal nice. Hey Bro, danke dir vielmals. Wir appreciaten das. Danke für die Einladung. Sehr groß. Dass das vor allem so unkompliziert wie mit dir ist, glaube ich, noch nie mit jemandem gewesen. Geschrieben, kommst, wenn habe ich geschrieben? Vorgestern. Ganz geil. Vorgestern irgend so etwas, bloß wir haben es alle geschafft, heute pünktlich zu sein. Ja, voll. Von dem her, wir sind ganz verwirrt. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt starten, wenn alle pünktlich da Ich sind. habe noch etwas. Wir haben das erste Mal... zum zweiten Mal sind wir jetzt 2 Schweizer. Zum zweiten Mal. Aber wir gehen mit. Nächste Woche bist du weg. Nächste Woche sitzt der Hans-Uli Rüdimann da. Von dem her. Hey, wir fangen eigentlich jede Podcast-Folge genau gleich an. Wer bist du? Was machst du? Ich bin der Sharon, ich bin 24, bin geboren in Bern. Was habe ich gemacht? Ich habe nie viel gearbeitet. immer ein bisschen geträumt und dann irgendwann ist die Träume verfolgen und haben wir nie Nein sagen und ja, und dann ist deine Beschreibung zustande gekommen, sozusagen, ja. Nicht schlecht. Nice. Du bist eine Definition von einem Dream Chaser, würde ich meinen. Ich bin die Definition von Größe wahnsinnig. Geil. Das lieben wir. Das ist richtig. Das ist eben wild. Weil, ich weiß gar nicht, ob du das warst, ob ich dir das gesagt habe. Ich habe ja vorher gesagt, ein Netflix-Star. Wild ist, wenn man Serum Hum eingibt im Netflix, dann kommst du original auf die wirklich? Serie, die er mitspielt. Auf die... Das ist ein Film. Nein, ist eine Serie. Ist eine Serie? Neunmal. Ah ja? 3 Staffeln, ja. Also 2 sind jetzt schon aus, oder? 2 sind schon auf Netflix, ja. 2 sind schon auf Netflix. Ganz geil. Wie war die Resonanz für dich? Bruder, sehr, sehr viele schwule Followers aus Südamerika. Sag mir, wirklich? Ja, die Hauptfigur ist schwul, oder? Ah! Und die beste Einschaltquote abseits von der Schweiz haben wir in Brasilien. Oh, was? Ja, warte, soll ich schnell etwas vorlesen? Das ist jetzt gestern reingekommen, jetzt die neue Staffel gedroppt ist. Und gell, hier bin ich so der 0815 Normalo und 2. Klasse, nur nach Gras schmecken, Ja. Zug SBB am Sitzen, man. Und GA vergessen, 5 Stutz zu zahlen. Und jetzt hier ist, ich sehe ihn wahrscheinlich nicht, aber ich habe jemanden angenommen auf Facebook, oder? Ja. Riesen Feder. Jetzt noch nicht fertig gelesen, aber thanks Jerome, I'm your admirer, Portuguese journalist who watches all your films. Maybe one day you'll come to Portugal and I could give you a big hug. It would be great. Moment, all the best to you. I will continue to follow you now as your friend here too. Strong hug. Pablo Garcia Lissabon. Und dann, nein, warte, das ist noch nicht fertig. Und dann ich so, oh je, herzig Mann, schreibe ich zurück. Much love from Switzerland, oder? Und nicht einmal 2 Minuten später zurück. I know you're from Bern. I often go to Switzerland and Montreux. I have family there. I really like, but I don't know Bern. You have to come to Lisbon. You're invited in advance when you want. And sorry for my bad English.
you find out that Portugal, you have a great admirer, like to meet you one day. I really like you. Excuse me for the abuse of the messages, bla 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 bla. Bruder, die ganze Zeit, Bro, ich habe einen Heiratsantrag auf LinkedIn bekommen. Nein! Ja, man, aber nicht von einer Chick, man. Oh mein Gott, Legende, Mann. Hey, riesige, aber ich muss mal sagen, in einer Serie Netflix mitspielen, das ist riesig. Wie ist der Song, Bro? Bro, ich mache das seit... Also ich habe angefangen mit Theater, mit so 8, 9. Und nachher hat mich das SRF damals gesehen, hat mich eingeladen ans Casting. Dann habe ich so eine Co-Produktion gemacht von Deutschland, Schweiz, Tatort. Und dann ist es so ein bisschen in Gang gekommen und dann habe ich noch ein paar Filme gemacht, noch andere Serien und jetzt eben die 3 Staffeln von der neuesten Folge. Geil. Und wie kann man sich das vorstellen? Wie lange geht so ein Dreh von einer Staffel? Das kommt darauf an. Wenn du die Hauptfigur bist, musst du dir vorstellen, eine ganze Staffel hat 8 Folgen und im Gesamten hat es 70 Drehtage und als Hauptfigur hast du so etwa 45 Drehtage voll. Von diesen 70 bist du dabei. Ah, was? Und weißt du das? Was haben das schon vorher gewusst, dass es auf Netflix kommt? Eben nicht. Krass, hä? Ja, das ist aber nicht geil, man. Wir werden nicht, ich habe keinen Cash bekommen. So alle so, wow, Netflix! Ich sage, yeah. Ja! Aber das ist ein guter Start, also, weißt du, Mein Bruder ist mir so scheißegal. Ist das nicht das, was dich jetzt so wohlfühlst, was so deine Zone ist? Ich will jetzt schauspielerisch im Film. Nein, Bro, weil Je nachdem, wenn es Geld stimmt, machst du das. Nein, look, ich sage es mal so, ich bin recht undankbar für die Position, wo ich drinnen bin. Nein, es ist echt so, look, Leute würden töten dafür, um dort mitmachen. Ich habe alles gegeben, dass ich in der 3. Staffel nicht muss mitspielen muss. Wirklich? Bro, ich bin dort mit grössten Anschiss jeden Tag hergegangen. Bro, ich habe gekifft vor jedem Take, man. Ja, man. Ja, es war heftig, man. Ich bin hure Diva geworden, man. Ich bin so voll der Normale und dann bist du so an einem Set von einem 8 Millionen Budget hat, man. Und du bist so, wo ist mein Fiji-Wasser, Mann? Nein, ist auch nicht gut, aber Ja, geil, aber nicht. Ja. Vor allem, weißt du, wenn du auf Insta gefolgt hast, hat er jeden Tag mal gepostet, 13 von 45, 14, von jeden Tag einen Tag wieder durch, er hat es geschafft. Gibt es weitere Folgen? Oder ist Nein, es ist fertig zum Glück. schon? Ja, aber ich kann nur für 3 unterschreiben und ich habe gesagt, 500.000, falls ihr mich wieder sehen. Also in dem Fall, wenn es irgendwann eine 4. Staffel gibt, wissen wir, wer 500.000 kassiert hat. Von dem her. Bruder, ja, man. Ja, aber Wenn der Preis stimmt, dann wird noch viel gemacht. Du, Bruder, als Schauspieler bist du schon ein Nutte, also bist du wenigstens der Teure, weißt Was ist das Ziel? Willst du weiterhin... Hey Bro, nein, ich möchte eigentlich eine eigene In dieser Serie Branche? drehen, sind wir geil. dran. Ich bin sehr verteilt, weil ich kann nicht nur etwas machen, ich bin mega gut in Sachen planen, vorstellen, umsetzen und dann eigentlich schauen, dass es funktioniert und weitergehen. Geil, voll. geil, ganz geil. Eine eigene Serie ist jetzt so der Plan, oder? Das ist der Plan voll, da wollte ich noch nicht so viel zu nehmen, aber sind wir am Schreiben und das wird dann... Mega. Also du machst das Skript und als Regie? als Nicht Regie. alleine, aber ich wollte jetzt, also die anderen kennt man auch, aber ich wollte jetzt nicht. Okay. Das ist dann ein anderes Mal. Wenn du im nächsten Podcast kannst du Das können wir so machen. Dann nehmen wir einfach in einer halben Stunde eine neue auf. Von dem her. So, Trick 27. Kannst du einen Schweizer Film oder einen deutschen? Schweizerdeutsch oder? Also Schweizerdeutsch, aber auch Neumatt ist auf Schweizerdeutsch aufgenommen worden und ist in 32 Sprachen übersetzt worden. Ja. Oh, wow. Bro, ich bin in Bali erkannt worden. Alter. Was? Ja. Ich Was? kannst mir auf Thailändisch schauen, auf Türkisch, man, auf alles. Hast du es mal gemacht? Ja, sicher. Und weißt du, das Geilste Wenn ist, die Hure authentisch dich auf Türkisch hören. Bro, das Geilste ist, wenn du auf Thailändisch schaust, Bro, der hat stundenlang irgend so einen kleinen Thailänder Alter, mehr angeschaut, wie redet der? Und dann er ist stundenlang nachgekommen. Finde ich schon noch geil, man. Finde ich mega nice. Halt. Vor allem, ich finde es Max Legende, weißt du, wenn ich das erste Mal, ich hatte dich ja vorher schon kennt, vor dem Ganzen. Und nachher, was dann so geheißen, der Sheriff kommt auf, macht eine Serie. Ich so easy, ich habe nicht gewusst, wie groß das ist. Und noch irgendwann auf Netflix, Bro, ich bin auf Netflix gegangen. Nein, nicht einmal ich bin auf Netflix gegangen, meine Frau ist die am Zappen, sie setzt da eine neue Serie. Amigo, ich höre einfach deine Stimme und deinen Kopf. Ich so, jetzt muss ich die Hai noch ab, muss ich die Hai auch noch abchecken, auch noch ertragen, man. Der wird verblasen, man. Der ist Max nice gewesen. Was ist denn für eine Rolle dort? Was spielst du? Bruder, ich spiele einen lernbehinderten Bauer. Okay.
Ja, nice, oder? So von Rap City veranstaltet. So bis Schulter in der Kuh drinnen, Mann. Ja, Bro. Und weißt du, nicht irgendwie so in der 8. Folge oder so, Bro. Nach glaube 1 Minute 57 gehalten, Bro. Du siehst mich bis Schulter in der Kuh. Aber hast du es auch richtig gemacht, oder was? Ja, Bro, 2-mal. Einer zum Probe und einer schlecht. Und dann das Geilste war, oder? Das ist eine Kälbergeburt. Und bei Probe ist da der Bauer gekommen, oder? Hat, Also der echte Bauer? der echte Bauer hat da so reingelenkt, hat so ein Seil genommen, hat um die Füße vom Kälber und dann habe ich es rausziehen. Ich so, ja, Also, easy. warte. Also Ja, genau so. Die Geburt ist wirklich... Ja, das ist Echt? zweimal. Krass. Ja, und dann haben wir beim Training sozusagen, beim Probe, den Arzt gemacht, ich habe es rausgezogen, easy, chillig. Und dann ist so der 3 Tage, oder? Das Dann das wieder rein tun? Bro, was heisst, probiert rauszunehmen? Ja, jetzt haben sie rausgenommen. Dann haben sie auf die nächste Kuh gewartet, die schwanger war. Sind wir dort am Warten gewesen, irgendwie so 12 Stunden, bis sie ready war. Irgendwie 6:30 Uhr am Morgen haben wir das dann durchgezogen. Und Zum Glück ist die Kuh kein Diva gewesen, Mann. Bro, ist sie. Aber dann sie so, okay, ja, sie ist ready, so. Und dann so, wir sind am Drehen und echt alle das ganze Set gewusst, es hat nur die Chance, das wir so jetzt machen, oder? Und nachher, ich fange so an und dann so, also, lang drin und Bins und die Füße. ich so, ja, fuck it, Mann. Ja, voll. Irgendwie Also in dem Fall, ich habe original die erste Person jetzt hier im Podcast, die eine Kuh, ein Kalb auf der Ja, aber ich bin nicht der Vater. Saufen wir an. Das ist jetzt das erste Mal, wo ich das Gefühl habe, das ist gelogen im Podcast, seit du da bist. Erzähl mal, wie ist so ein Drehtag? Du wachst verkatert im Hotel auf, musst schnell duschen, wirst abgeholt, man, redest nicht mit den Leuten, wo du noch zu kaputt bist. schlafst noch in einer halben Stunde, bis du am Set bist, lernst schnell den Text, wo du so ein Arschloch bist und es dich nicht interessiert. Du tust ein bisschen rumnörgeln, wieso das Catering noch nicht da ist, man. Nimmst mal einen Kaffee, lass dir noch mal einen Kaffee bringen. Und trinkst es nicht, du einfach das Prinzip stellen. Nein, ich meine ernst, also ich muss alles scheiße so. Ja, Bro, die haben 15 Leute von dort arbeiten, Mann. Sollen wir ihnen einen Kaffee holen, Mann? Die werden alle gezahlt, Mann. Scheiße. Nein, sie fragen die, denken, hey, machst du das Kaffee und so nicht. Und dann triffst du mit der Regie und Kamera vor der Szene, durch sie besprechen, wie fühlst du dich dort? Und am Lorenz geht in dem Moment gerade etwas sehr Tiefsinniges aus seiner Kindheit durch den Kopf und das musst du verkörpern. Und du bist so, machen wir. Ja, und dann es ist Mittag, machst du noch mal ein paar Szenen und dann gehst du, hey, so ein bisschen so. Ja. Wo haben das denn gedreht? In ganz Zürich Oberland ein bisschen verteilt. Schon, ja. In das 70 Tage aneinander? 2 Wochen Ferien, 2 Wochen Pause. Also okay. Aber Ja. vor allem für mich der Satz, der bei mir am tiefsten geblieben ist, von all deinen Sätzen, beziehungsweise du hast ja gar nicht selber gesagt, sondern ich glaube der Michi. So einer, der mit ihm, ich glaube, die erste Staffel, 3. Episode oder so. So etwas, wo er einfach sagt, wie machst du das eigentlich, dass du dich so gerne hast? Und noch erst, weißt du, was du gesagt hast? Einfach so, ich weiß nicht. Das ist halt einfach so. Halt einfach Ja. Mich hat es verblasen. Aber jetzt in der 3. Staffel hat es noch einen besseren. So. Ich so voll gestresst, ich will nicht planen, ich will doch einfach nur melken. Scheiße, Mann. Shoutout Maria Wendt, du kannst nicht schreiben, Mann. Fuck. Stell dir vor, weißt, er sagt, ich schaue das und ich weiß nicht, wenn er ist, weißt, ich kenne ihn und noch einfach so voll seriös. Ja, ich halt einfach, ich war immer so. Ey, mich hat es verblasen, als ich das gesehen habe. Mich hat es verblasen. So geil, ey, so geil. Der ist wirklich heavy, der ist strong und der hat mich tief touched, man. Aber ja, schlussendlich ist ja nicht das einzige Wort. Zum Glück nicht, Mann. Zum Glück nicht. Also, du bist nicht permanent jeden Tag am irgendwelche Kälber gebären, sondern bist andere Sachen machen. Ja, also was ist jetzt die Frage ganz genau? Ich kannst dir so schnaufen, noch über den Fall sagen, dass du Okay. in einer Kuh drin bist. Geil, Sag das Was bitte machst du? nie mehr so. Aber nur so, weißt du, da hat es Interpretationsspielraum. Okay, Ich sag ja. nur, du bist in einer Kuh drin. Okay, ich gewesen. sehe. Da wird der Titel von dieser Folge. Das tun wir als Real rein.
Real shit, man. Du bist ja noch bei Rap City dabei. Genau. Da bin ich seit Season 2 dabei. So, Season 1 noch als Gast dabei. Sie haben mir dann zumal ja dann das Partylabel gehabt, mit dem Gabinano zusammen, Weirdo. Haben wir schweizweit Partys gemacht, außer Basel, fick Basel. Sorry, man. Und vor allem, weißt, ich bin noch recht viel zu Basel. Wo bist du heute gewesen? Morgen? In Basel. Nein, und sie haben mich dann gefragt, haben dann die Partys gemacht und sie haben mich gefragt, ob sie für das erste Rap City bei uns dürfen flyern. Ja. Und normalerweise sagt jeder Partyveranstalter, nein, sicher nicht, aber ich so, ja, hey, Mann, kommt. Und dann sind sie gekommen, geil. haben wir einen zusammen geraucht und dann habe ich eigentlich all mein Zeug aufgegangen und bin zur Rap City gegangen. Voll. Ganz Das geil. ist, Ganz das ist geil. im 19. Jahr, vor 2 Jahren ist es schon gewesen, dann bist du im 19. gekommen. Genau. Und nice, man, nice. Und da, was machst du dort dabei? Wo bist du? Ich bin ein bisschen. Ich mache also jetzt das Gesicht, ich mache Social Media Marketing, Booking, tue ich Schweizer ein bisschen helfen und halt so Booking Planning, Line-Up Planning und ein bisschen Enabler, also so ein bisschen schauen, dass Sachen zustande kommen. So. So ein bisschen der Glue-Guy. So ein bisschen überall ein bisschen. Ja. Überall ein bisschen. Vor allem, sie haben ein Video gemacht für Rap City. Und noch, ich weiß gar nicht, wo noch das gedreht haben, für irgendeinen Dating-App-Partner, den wir dort gehabt haben. Schreibt mir der Soki damals, ey Bro, kannst du mir ein paar Bilder schicken von dir und deiner Frau? Und ich sagte, was? Also, weißt du, so eine Werbeaktion von uns? Sock ist auch von Rap City. Ja, voll. Ja, ist mein Das kongeniale Duo. Wo, genau, also ja, es ist nicht mein Chef, aber irgendwie mein Chef. ja, auf jeden Fall, Shoutout an Soki und die ganze Shoutout. Rap City-Mannschaft. Ja. Auf jeden Fall dort schreibt er mir, schick mir ein paar Bilder von dir und deiner Frau, können wir das verwenden, weißt du, so, mit so einem Projekt, so Werbung und so. Und ich so, du, easy, weißt du, so, ist ja ein guter Kollege von mir, weil ich werde irgendetwas machen mit dem, ich so, easy. Und er so, schick noch irgendeins allein und irgendeins mit einem Kollegen von dir. Ich so, easy, weißt du. Ey, und noch, ich habe gemeint, die machen einfach Werbung irgendwie, weißt du, so, dass auch Frauen kommen und so Zeugs. Weißt du, was war? Bro, eine Dating-App. Und es kommt einfach so. Und nachher, ich habe nicht gewusst, was das Endprodukt ist. Irgendwann komme ich etwa 30, 40 Nachrichten von Kollegen. Schicken mir alle den Reel mit dem im Kopf. Weil er das so bewirbt, so die Dating-Plattform. Und dann kommt einfach so auf der Dating-Plattform, du kannst so Leute kennenlernen. Oder? Es kommt die ganze Zeit die gleichen Bilder. Immer meine Frau und immer Maya und ich. Weißt du? Immer ein anderes Bild. So quasi, weißt du, so, Leute haben sich da kennengelernt. Einfach immer ich und sie, und sie. Und am Schluss einfach der Silvi und ich. Mit Kollegen. Ja, aber es ist auch noch so, weißt du, so, egal ob du die neue Freund zeigen oder so. Und einfach zuerst die ganze Zeit mit einer Frau und noch ich mit einem Kollegen. Ey. Ja, aber du weißt, so geht mir da auch geflaxt. Also, hey Jerome, du musst dann noch schnell ein Video aufnehmen, oder? Ich schicke dir den Text durch, ich so, komme direkt von Neumaterial, oder? Ja. Die mir direkt die Sonne ist untergegangen, ich so, also, was muss ich sagen? Okay. Beep ist eine Dating-App von. Okay. Ist eine Dating-App von ganz speziell für dich und so. Keine Ahnung, was es ist. Bruder, das Video geht online, ich kann mal nachschauen, was ist das eigentlich? Ja. Siehst du? Bruder, du kannst dort angeben, so. Only for tonight und so. Nein, so Du hast nicht! echt Garam-Werbung gemacht, Mann. Bro, glaub mal, schau dir den Reel nachher an, du denkst einfach so, hab ich noch gesagt, Leute, so, ich so, Bro, das hast du mir schon können sagen, dass es um das geht. Weißt Ey, du? aber Shoutout, sei gesponsert, Rap City. Ja, du hast es gesagt. Trotzdem dürfen wir es nicht erwähnen, aber lassen wir jetzt auch. Der wird auf jeden Fall nicht Ist auseinandergenommen. deine Frau? Ist sie Kate? Du bis jetzt, ich weiß gar nicht, sie hat noch nicht darauf reagiert. Darum, ich weiß nicht, ob die Information bis Zürich gekommen ist. Ich lasse mal einfach auf mich suchen, mal schauen, was passiert. Irgendwann wird das schon das Thema. Weil ich also selber, es ist ja dann online gewesen, weil ich dann wieder sage, lösche den Scheiß. Ich so, komm, schau mir doch egal, Alter. Wurde schlimm. Ich habe mich mal ein paar Mal, 2-3 Mal heftig kaputt lachen wegen dem Fakt. Aber vor allem, mich hat am Rap City selber noch jemand gefragt, schaffst du bei denen? Weißt du, bei dem irgendetwas beim Anmelden funktioniert nicht. Und ich dachte nicht mehr gewusst, wie der heisst. Weißt du, wie die. Und ich so, Alter, was schnurst du, Alter? Was für ein bist du? Also, du bist doch von denen. Ich so, noch habe ich den erst gecheckt. Ich so, mein Gott. Als wenn jemand so einen Scheiß noch erkennt, Alter. Der hat mich auch schlimm auseinandergenommen. Also, der ist. Was hast du? Du bist ja noch mega jung, 24 und schon so viel um die Ohren. Ja. Und was hast du also hast du nichts, hast du nie geschafft im Leben? Also Ein richtig halbes geschafft, Jahr, meine ein halbes Jahr. angestellt. Halbes Jahr? Also, schau, ich habe. Ja, ich habe zuerst ein Gimmer gemacht, Kanti, bin krank geworden und dann hätte ich mich wiederholen, habe in die aufgehört. Und dann bin ich in
die Handelsmittelschule gegangen. Dort musst du 2 Jahre Schule machen und 1 Jahr Praktikum. Okay. Und ich die 2 Jahre Schule gemacht, nie in die Schule gegangen und so, einfach so irgendwie, irgendwie geschafft. Und dann bei einer geilen Filmproduktion einen Job bekommen für das Praktikum. Ah, Das ist jetzt, Bro, die haben mir 2000 im Praktikum gezahlt. Also, Ja. das war chillig. So. Ja, voll. Aber ich bin so schlecht gewesen, es hat mich so angeschissen. Mann. Und dann der Chef einfach kam, so nach 4 Monaten so, du Jerome, ich hätte dich mega gerne, aber du bist scheiße. Mann. Ja, Also was hast du gemacht im Praktikum? Was hast du gemacht? Bruder, so Briefe abschicken, so Backoffice hat, weißt, so Kaffeemaschine putzen. Und in dem bist du scheiße gewesen? Bruder, nein, ich war die ganze Zeit am Handy gewesen und für Rap City am Sachen machen und so. Und dann haben wir uns entschlossen, also er hat entschlossen, dass wir uns trennen nach einem halben Jahr. Also hast du schon in den jungen Jahren schon gewusst, was du genau willst, mit deinem Leben machen willst? Nein, gar nicht, aber ich kann mit... Ein Unternehmer willst Ja, sein? nein, nicht, dass ich wollte, aber es ist einfach... Es war immer schon so gewesen, ich habe mit 4 oder 5 Jahren das Restaurant aufgetan mit meinen Cousins, wo wir so kleine Ein Restaurant? Bände, ja, weißt du, so was für Rührei und Speck hat gegeben und Okay. Orangensaft selber pressen. Und dann habe ich vor der Tür haben wir Sirup verkauft und wir haben eine Band gegründet mit 8 und auch immer schon Immer aktiv gewesen. genau, immer so etwas in mir gehabt. Also, Vor allem auch, wie jedes Mal meine ich das gleiche Thema, dass wir dürfen eigentlich gar nicht mehr mit den Gästen reden, bevor sie kommen. Ja. Weil, jedes Mal genau das gleiche kann. Wir sind vor eine halbe Stunde, sind wir jetzt, bevor wir angefangen haben, eine halbe Stunde miteinander am Reden gewesen, da hätten wir schon 3, 4 Aber ich habe T-Shirts nachher auch nicht gesagt, bekommen. ich höre nachher auf. Ja. Ja, du bist schon taktisch clever gewesen. Weil vorher hast du etwas Nices gesagt. Du hast gesagt, weil ich hatte dich gefragt, du bist irgendwann mal angestellt gewesen. Und dann du so ein halbes Jahr, da wir noch jetzt gerade erzählt haben. Also das halbes Jahr hat ihm gelangen, zum Wissen, ich würde nie mehr angestellt sein. Ja. Fix. Krass. Schlussendlich, weil ich habe gefragt, ich bereue es noch. Also, nein, man, jetzt weiß ich wenigstens, jetzt weiß ich will nicht angestellt sein, ich will selber für mich kämpfen, für das, Ja, fix. Also für dich selber schaffen. sorry für Hast du jetzt eine Fahrerlade oder los? Nein, ich höre eine Glocke. Ich habe gemeint, es kommen über... nein. Sorry. Ich habe keine Ahnung, ich habe vorher eine gekifft, ich habe keine Ahnung mehr, über was wir geredet haben. Oh, nice. Bro, manchmal ist mein Schauspieler auch so gewesen, so fuck. Fuck, was soll ich sagen? Was ist der Brainfart? Genau, Welcher Film nein, bin ich jetzt? Wir sind gewesen bei... Viel mehr plötzlich Power Ranger am Spiel. ich weiß nicht mehr. Es ist darum gegangen, dass Wegen dem Ja, Schaffen. schon wegen Arbeiten. Ja, ich weiß auch nicht, was ich dazu soll sagen. Ja, du hast recht, Mann. habe ich auf jeden Fall ein nice Statement gefunden, wo man so... Ganz geil. Weißt du, schlussendlich, hast du etwas daraus mitnehmen Ja, ich habe ein paar so Ordner geklaut und so ein paar so Heftmappen und so, das habe ich mitgenommen. Aber hast du schon in den jungen Jahren schon so gross geträumt? Hey, Hast du schon dort schon Nein. gewusst, gedacht, ey, das ist mein Traum, ich will nicht. junge Jahre, schau, du musst sehen, ich bin ein recht arrogantes Arschloch gewesen. Ich recht chilliges Kindheit gehabt, hure Traumas. Meine Eltern sind zusammen, ich hatte ein good life gehabt. Und ich bin fast schon hochnäsig gewesen, weil ich bin immer gut gewesen in der Schule, ich habe immer alles geklappt gemacht und so. Bin nie auf Fresse gehabt so und dann hure oberflächlich geworden, so wirklich nicht. Ich kann eigentlich mal Maurer machen. Ich habe mich auf Kochlehrer beworben, weil ich nicht wollte. Meine Eltern wollten, dass ich studiere und so. Ich dachte, nein, Mann, ich gehe mit meinen Schippis auf Baustelle. Und nachher dann bin ich Krebs geworden. Nachher bin ich krank geworden, Krebs im Endstadium. Und dann durch die Erkenntnis eigentlich, wie viel du dadurch lernst, wie viel Verantwortung du fast schon übernehmen und wie du die Welt anders safe. siehst. So, weißt, so. Ja, absolut. Bruder, wenn du mal kein Haar hast mehr gehabt, dann interessiert es nicht, wie deine Frisur ist, weißt du, was ich meine? So, wenn du mal allein warst, dann hättest du zweimal gesagt, wenn du mal kurz davor warst, nichts mehr zu fühlen, dann schätzt du sogar den Schmerz, weißt du, was ich meine? So, voll. und ich glaube, dann ist das grosse Denken, wo ich so, hey, schau, ich mache nie mehr in meinem Leben etwas, wo ich keinen Bock mehr habe. Wow. Also, so. Und darum habe ich auch so Mühe gehabt, irgendwie so eine Serie zu drehen, wo ich keine Lust habe. Ich bin eigentlich mega ein Prinzip-Typ, weil ich bin, hey, ich bin mir schade. Ich bin mir nicht schade. Ich bin am Boden putzen, im WC putzen, in meinem Restaurant. Ich bin mir nicht schade für so Sachen, aber ich bin mir schade für Sachen, wo ich nicht dahinter stand. Voll. Ja, voll. Ja, voll. Ja, safe, schlussendlich auch mega wie der ganze Gemeinschaft, weißt du, dich habe ich dort ja noch nicht kennt, aber wir haben uns auch schon 2-3 Mal darüber unterhalten, wie man da ja ähnliche Schicksalsschläge
diesbezüglich Hast du Teile. eigentlich auch Glatze gehabt? Nein, bei mir Ja, ist der ist nicht richtig gehabt. vielleicht wäre es mit dem Southside-Fade, und dann vielleicht mal wieder, wie vorher schon gesagt. Nein, bei mir ist es nicht so weit gewesen wie bei dir, aber... Ich hab Spaß, Mann. aber vielleicht solidarisch. Solidarische. Kein Eierkopf gewesen, Bro. Ich schon. Du hast, aber jetzt in Insta-Stories anschauen, Ja. du hast die Highlights, die du immer noch kannst... Bro, die erste, die du anschauen. gesehen hast, glaube ich, ist wie ich nebenbei, ich so Bros for Life, Mann. Das ist geil, Bro. Dann schaust du da und denkst, du musst lachen und denkst, Bro, Alter, das ist typisch du, man. Das ist wirklich Max-Legende. Ist eine schwierige Zeit gewesen, ja? Bruder, nein, es war einfach gewesen. Nein, logisch. Es war nicht geil gewesen, man. Es hat nicht so Spaß gemacht, man. Aber ich glaube, alleinziehende Mutter hat es ist schwieriger als jemand, der ich immer macht. Es ist am Schluss vom Ende, man, bist nur du. Weißt du, wie ich meine? Und auch dann ist lustigerweise nicht der Gedanke, so, ich muss mich retten, sondern ich muss schauen, dass meine Mami ihren Sohn nicht verliert. Weißt du, was ich meine? Es ist nicht. Ja. Alter, ich habe genau das Gleiche, wo es bei mir so war. Ich habe mir genau auch gesagt, für mich ist alles, wo dich selber betrifft, ist okay. Aber solange ich habe es wahrscheinlich lange nicht mit der Mutter, also ein paar länger mit der Mutter nicht gesagt als andere, bis ich es nicht übers Herz brauchte, dass es so. Krass, ja. Weil ich bin noch in der Entscheidungshoheit gewesen, um das, weil du bist ja viel jünger gewesen, bei dir haben deine Eltern. Bro, ich bin aber lustigerweise gerade vor meinem 18. Geburtstag gewesen. Schon? Ja, das heisst, meine Eltern sind dabei gewesen. Man ist ein absoluter Hurensohn, der Arzt, Mann. Man muss sich mal vorstellen, schlimmer geht es nicht. Also ich musste zuerst mal eine Operation machen, wo sie mir vorher schon eine Gewebeentnahme genommen haben und so. Ja, Herr Hummel, die haben sicher keinen Krebs. Ich so, ja, chillig, aber dann noch eine Operation machen, wo sie mir dann noch eine Lymphknoten rausgenommen haben, zum untersuchen. Und dort drinnen haben sie nachher etwas gefunden, haben mich bestellt mit meinen Eltern, sind dort hergegangen. Ich so, ja, ist chillig, ist kein Krebs, man, irgendein kleiner Scheiß. Schon gut. Und dann sind sie so, Herr Hummel, Sie haben Lymphus Hodgkin. Ich so, ja, okay, was ist das? Der Wichser sagt doch, so, das ist Lymphdrüsenkrebs. Ich so, shit. Und dann er so, okay, es gibt 4 Stadien. Okay, das erste Stadium, da hat man es hier oben im Oberkörper, im zweiten ist dann schon im Torsus und in der Wirbelsäule, im dritten ist dann bis im Becken und beim 4. da ist es bis in dabei. Und Sie, Herr Hummel, sind im 4. Und ich mir einfach nur gedacht, du Missgeburt, sag doch einfach direkt ein Stadium, du Arschloch. Ich so jedes Mal, okay, ich bin im 2. Nein, ich bin im 3. Immer also Voll, Mann, voll. Aber ey, look, ich bin 18, ich bin gerade 18 nachher und ich bin im Kinderspital gewesen. Beste Leben. Bro, ich habe dort die ganze Zeit Besuch gehabt. Weil Kinderspital ist ein bisschen chilliger mit Besuch. Ich habe einen Beamer aufgestellt, ich habe PS mitgenommen, ich habe gekifft im Spital drinnen, so Vaporizer. Wir hatten Rap-Sessions im Spital. Man, die Schwestern sind so gut reinschauen, weißt du. Das Beste. Schwestern, Groupies. Aber ich finde es ganz stark von dir, wie du das erzählst, weißt du? So. Hey, Bruder, was bleibt da übrig? Ja. Ich habe auch für mich die Erfahrung gemacht, dass es in meinen Augen viel besser ist, darüber zu reden. Ja. Weil wenn du cool einfach, was willst du das verstecken? Ist ein Teil von dir. Ist Ja, passiert. und 100%. Und irgendwann lernst du auch so ein bisschen, weißt du, am Anfang bist du so einen hohen Abstand dazu, weißt du, so einen gesunden Abstand, so Trauma, nicht das Trauma zulassen, sozusagen. Ja. Und nachher irgendwann, wenn du darüber redest, checkst so, es nimmt dir jedes Mal so ein bisschen die Hemmung und Ja. das ist eine Art Verarbeitung. Ja, du tust empoweren. Genau, empowern, das hast du schon gesagt. Aber ich muss da nicht zum Psychiater gehen, das ist und von mir sagt, so, es ist alles gut, es ist okay, wie du dich fühlst. Logisch ist okay, weil ich fühle mich so der Wichser. Ja, weißt du, schlussendlich, wenn jemand das braucht, ist auch gut. Absolut, Hauptsache, go mach's. for it, man. Mach's. Go for it, weißt du, wenn, ja. Wo ich es erfahren habe, war mein Arzt heute und nachher, ich bin in der Röhre im Emery, noch easy gut. Ich hatte Knochenkrebs gehabt. Und nachher, ich bin im Emery halt gewesen, blablabla. Und nachher Leute mein Arzt an und sagt, hey, kannst du vorbeikommen? Ich sage, ich bin vor 2 Stunden dort rein gewesen. Wie kann das sein, dass das du schon weißt? Man? 2 Stunden, man. Ja. Schnell. Das ist gut, wenn du das schon weißt, man. Ja, Amigo, ich habe meine Bänder gerissen, ich habe gemeint, vielleicht muss ich meine Bänder operieren oder so. So. Voll. Und nachher, ich bin wegen dem dort gewesen. Ja. Und nachher easy, ich so, okay, ja gut, ich komme nachher so, wenn ich so, Amigo, ich bin jetzt den ganzen Morgen weg, ich kann nicht gehen vom Arbeiten. Nachher so, ja, ich warte, bis du kommst. Und ich so, Alter, geil sicher. Ich so, ich schaffe bis um 6 Uhr. Also ja, ich warte. Ich so, du bist ein geiles Sicher, man merkt ja, bis nachher. Henk, ja, aber nachher kommt dort rein, und ich sehe meinen Arzt, so halt im weißen Kittel, und neben ihm nochmal einen Typ auch im weißen Kittel. Und nachher schaue ich den und dann ist auch beide um die 60 oder so, 50, 60. Dann schaue ich den anders an und ich sage so, du bist auch ein bisschen alt für einen Praktikant, ha? Hey, und bei dem, du lachst, oder? Ist ja funny. Ja, und nachher beide so.
nimm dir doch bitte Platz. Scheiße, Ich so, und dort habe ich gewusst, ich so, Minge, was ist los? Alter? Ja. No, jetzt gesagt, in dem Moment bist du halt ein bisschen bist neben der Schuhe, aber Ja, ist wirklich, es ist wie so Pust die Presse. ja, safe. Safe. Aber ich habe mir halt auch immer gesagt, weißt, besser du als deine Eltern oder so. Boah, Weißt, wenn du das als 20, 3, 4, 25-Jährige nicht überstehst, wer übersteht es denn sonst? Ja, und auch nicht wegen dem, ich denke mir auch so, ich bin im Kopf so viel, nicht stärker, aber so viel, ich kann so viel besser umgehen mit so Sachen als andere Leute, habe ich das Gefühl. Ja, zum Beispiel, wir sind von Bali zurückgeflogen und wir hatten nicht den gleichen Flug genommen. Ich bin über Kuala Lumpur gegangen und der Kollege ist über Singapur gegangen. Weißt du, der stecken geblieben ist? Ja, genau das. Und der Vollidiot natürlich, weißt du, so richtig Kopfhörer so an und Sonnenbrille hier voll tätowiert mit Kettchen und so. Und Singapur, ja. Abstrich gemacht an der Tasche, von der aus der Schweiz hat Grasreste gefunden. Man. Und dann haben sie Suppe gemacht, was noch leicht Weed hat angezeigt und dann ist er dort in U-Haft gekommen. Was? Ja, voll. In Singapur, wo es noch Todesstrafe gibt auf nicht auf Konsumation, aber auf Weed sonst. Und der Leute hat mir brüllen da. Ich bin das Einzige, wo man denkt, wieso bin ich das nicht? So, ja. Ich wäre noch am Lachen gewesen, dort. Ich wäre lustig gefunden. Man. So, ja, fuck it, man. Der hat so Angst gehabt, weil das heftig ist. Ja, ist halt, das meiste ist sowieso Kopfsache, ein Mindset. Nicht? 100%. An dem Punkt muss ich noch einen lieben Gruß an Fabu sagen, der wohnt vis-à-vis von meinem Restaurant. Das war es. Können wir wissen. Der Fabo. Dann vergrüßt mit der Fabo dann. Oh. Also wenn du das hörst, am liebsten wäre es mir eigentlich, wenn die Episode beim Smash Bros. Bro, kommt jederzeit, Mann. Ich mache ein schönes Menü, Mann. Alles gut, Mann. Nice, ja gut, eigentlich. Gutes Stichwort, man. Du bist von Netflix-Star, von Festivalveranstalter zu einem Burgerbrater geworden. Genau. Hast du SpongeBob geschaut, oder? Bruder, ich habe nie SpongeBob geschaut. Mann. Was? Ich habe nie, aber ich kenn alles aus SpongeBob, weil ich alle darüber reden, aber ich habe immer Scheiße gefunden. Wie ist das entstanden? Wie ist die Idee entstanden? Burger anfangen zu machen? Ey, das ist auch eine lustige Story. Wir sind, einer hat mir angeboten, in Gümligen, da bin ich aufgewachsen, das Restaurant zu übernehmen. Und ich so, keine Zeit, bla bla bla. Und dann sind wir zum Harun gegangen, ein Kollege von mir hat Geburtstag gehabt, sind wir um 5:12 mit 3 Weinflaschen reingelaufen, haben auf Saufen. Und dann irgendwann ist besoffen, so, Burger reden und dann so, wir könnten eigentlich einen Burgerladen auftun. Und ich so, ja, ich hätte da sogar ein Restaurant und so. Und ja, voll, Alter. Bro, glaubst du, 1,5 Monate später haben wir aufgetan. Was? Ist so schnell gegangen? Ja, Krass. 1,5 Monate. Also, ich habe noch nie in meinem Leben so gehustelt. Ich bin gleichzeitig noch am Seriendrehen. Also ich habe am 28. August dieses Jahr, im 23, also letztes Jahr im 23 angefangen zu drehen und am 24. Juli haben wir die Idee gehabt, es war sein Geburtstag gewesen. Und am 16. September haben wir aufgetan. Das heisst, ich habe nur Also eigentlich Eröffnung auf Eröffnung krass. aufgetan. Ich bin gekommen vom Filmset zur Eröffnung und bin nachher wieder ans Filmset gegangen. Voll. Und dann ich bin zum Teil am Drehen gewesen, bis um 8 Uhr am Abend. Dann bin ich von Zürich nach Bern gegangen, in den Laden arbeiten. Und ja, jetzt haben wir so, ja, jetzt sind wir 4 Monate offen. Und Bro, du kannst Freitag, Samstag und Sonntag bei uns nicht essen, Was? wenn du nicht reserviert hast. Wow. Was? Geil, Krass. Weißt du sogar so, ja, der hat wirklich nochmal einen Applaus. Smash Bros. Gümligen, Füllerichstraße 53 in 3073 Gümligen in Bern. Kommen wir vorbei. Merci vielmals. Definitiv. Nice, man, das ist auch schnell. Vor allem, Wieso? Vor allem, weißt du, ich habe mitbekommen, dass du das anfängst zu machen. Ja. Normalerweise, weißt du, wenn du etwas hörst, geil, voll geil, full Support, aber ich habe gedacht, der geht jetzt irgendwann, keine Ahnung, der geht das Jahr auf oder so, weißt du, bis du mal keine Bewilligung und all das Zeug hast. Bewilligung? Ist das schon vorher, also Smashburger? Wieso Smashburger? Smasht ihr das Fleisch, oder Ja. was? Kennst du das nicht? Doch, könnt schon. Oh, okay, ja. Weißt So du, werden die Leute geil, Mann. Ja, Smash Bros. ist geil, das ich. Also der Unterschied ist, normalerweise hast du ja die Burger Patties, wir haben wirklich einfach ein Ballenfleisch und der wird nachher wirklich auf der heißen Platte gesmashed, dass er eigentlich in seinen eigenen Saft, in seinem Fett braten. Und das ist vom Geschmack noch ein bisschen intensiver. Und auch so ein bisschen, sieht jetzt noch ein bisschen Kruste und so. Das ist geil. ganz geil. Jetzt verstehe ich ja, schau, warum du dich so gut mit Kühen verstehst. Und jetzt fängst du an, Burger zu machen. Du
du hast alles zusammen vernetzt, ja? Zuerst in der Kuh und nachher die Kuh in mir, weißt du? Ja! Ein ewiger Prozess. Genau. Das ist sehr gut angekommen bei den Vegetariern. Hey, wir haben auch Veggie-Burgers. Sicher, sicher. top. Sehr gut. Wie kannst du das überhaupt fragen, hey, daher? Wie kannst du das fragen? Sicher. Amigo, normal hat er Veggie-Burger. Sicher. Alles, was du willst. Also nein, nicht alles. Ich habe kein Vegan. Nein, weißt du, Veggie-Burger. nein, ich würde sie verarschen. Weißt, ich könnte einen veganen Burger machen, aber Bruder, auf jedem Grill von mir ist Fleisch. Weißt, Ja, also, da weißt, kommt also auch, nein, ja. nicht ein Fleisch, eine, aber Butter ist da drauf und sicher Minimum. Weißt. Ja. So, ja. Also, Ja, von dem her authentisch, weißt du, wenn du so. Voll. Schlussendlich verarscht ist auch so niemand. Voll. Außer halt der Staat wegen der Bewilligung, aber sonst. Der von läuft der Laden, Läuft sehr gut. ja? Ja, mega stark, mega stark. Nein, man, ja, mega wild, dass das auch läuft. Gau. Ja, ich soll nicht denken. Bist du selber dort auch. Bist du jetzt daily dort? Oder wie, So viel wie es geht hat. Also jetzt haben wir gerade nicht Festival-Season, das heisst, ich habe ein bisschen mehr Zeit für das. Und also sagen wir mal, ich bin sicher 4 Tage in der Woche dort. Voll. Aber ich schaue, dass ich während der Nacht nicht dort bin. Man. Ich mache so all mein Zeug, man, und dann, wenn der Laden voll ist, bin ich schnell ein bisschen weg und dann komme ich wieder. Ja, safe, ja. Safe. Ja, wild, man, wild. Vor allem hast du da grosse Hürden müssen überwinden, dass das so schnell gelaufen ist, oder? Mit wem machst du das eigentlich? Ich mache das mit dem Raul zusammen, das ist ein Kindheitskollege von mir, und mit dem Harun, der hat Club du Theater in Bern geleitet und Partylabel Siko. Das heisst, er kommt eigentlich auch nicht aus der Gastro, er kommt aus der Eventbranche. Wir haben schon vor 5 Jahren das erste Event zusammen gemacht, haben dann schon ein bisschen Erfahrung gehabt, zusammen zu arbeiten. Und dann, ja, sie haben Zeit gehabt, er hat gerade den Club du Theater zugetan, das heisst, er hat seine Stelle verloren, er ist rum gewesen, und ich habe einfach Bock auf einen geilen Burger. Hast du einfach Hunger gehabt? Ich kann immer. Was denkst du, was ist wichtig? Du sagst, es läuft. Man kann von Freitag bis. Nein, Donnerstag, Freitag, Samstag. Nein, Donnerstag könntest du noch ohne Reservation durchkommen, aber Freitag, Samstag, Sonntag, also ja, komm vorbei, aber vielleicht musst du warten. Aber was ist wichtig, dass. Was haben wir anders gemacht als bei anderen, wo es vielleicht nicht läuft? Ich nehme teure Zutaten. Also ich habe nur, also zum Beispiel mein Fleisch hole ich direkt beim Bauer ab. Ja. Ich habe einen Exklusivdeal mit Wagyu Bern, von Berner Wagyu, Bio macht, Bio-zertifiziert. Ich lasse Brötchen vom Beck nebendran machen, ich nehme Schweizer Käse, ich nehme gute Butter, ich schaue einfach auf solche Sachen, weil es ist im Burger ist nicht so viel drin. Ich nehme Soßen sind selber gemacht, also jetzt haben wir gerade sogar noch nochmal Update gemacht. Jetzt haben wir eine Sauce von sogar auf selber gemacht und der Ketchup-Basis sind. Wow, okay. Also wirklich so ganz. So, das Ziel ist eigentlich wirklich qualitativ das Höchste können bieten und dafür auch, also ein Burger fällt bei uns bei 16,90 an. Heißt, wir sind nicht mega günstig, es ist mega fair, also für das, was wir ausgeben dafür. Aber das heisst, es ist eine recht kleine Karte und sehr gute Produkte und ja, es ist nur ein Burger. Ja. Cool. Ja, aber das was noch kleine Karte, aber da was noch machen, ist nice. Hinterher da stehen, Genau. nicht einfach irgendwelche Tiefkühlprodukte. Und wir haben halt einfach geiles Marketing. Heisst, wir haben die ganze IB da, wir haben Alicia Lehmann in unserem Rücken, wir haben den Gabirano, der bei uns arbeitet, weißt du, der ist im Service bei uns, zum Teil heute zum Beispiel. Und wir haben halt Insta ein bisschen gecheckt, Insta ein bisschen Reels posten, ein bisschen lustiges Zeug. Und dann hast du halt organische Reichweite von anderen Geld dafür ausgegeben. Und, Voll. Und ihr habt. und wir haben ein Netzwerk und Genau. ja, das ist glaube ich so. Voll. Wir haben auch angefangen mit einem Pop-up von einer Party haben gemacht dort und so und ja, voll. Nice. Und es hat keinen geilen Burger zu Bern. Schon. Nein, hat es nicht. Mittlerweile jetzt hat es einen. Er hat einen und das Lustige ist, Bro, jetzt von anderen, die Smash Burger machen. Ain't shit. Ja, du schlussendlich so fängt es an, weißt, wenn andere inspirierst mit irgendwelchen Zeug. Es ist Proof of Concept, das funktioniert. Ja, ja. Das heißt, Ja, safe. Hast du, weil wenn jetzt da also mit dem Reels Marketing-Zeugs, auch da, wo du für Rap City machst, hast du da Mühe gehabt, in die Rollen reinzugehen, das Gesicht für das Unternehmen zu sein? Früher weniger, Mann.
Aber heutzutage bin ich auch so, also ich habe, wie ich gesagt habe, früher recht oberflächlich gewesen. Ich habe das geil gefunden, Mann. Ich habe das geil gefunden, erkannt zu werden, Mann. Ich brauche Fotos mit mir, Mann. Heute bin ich so, Bro, Mann, ich will einfach Cash, Mann, und dass mich niemand kennt. Ja, Mann, das ist Schon mal gut anfangen, wenn du auf Netflix bist. Ja, voll. ja, international, man. In fucking 162 Länder, Alter. Man. Nice. Gehst du auf Portugal? Portugal, Bro. Mein Loverboy getroffen. Fände ich Max nice, wenn du das mal so durchziehen würdest. Aber du hast ja so viele verschiedene Projekte, die am Laufen sind. Ich habe noch mehr. Das sind mal die, die aktuell veröffentlichen, weil da hast du noch etwas. Von ich darf veröffentlichen, es kommt Thema Skincare kommt nächstes Jahr etwas. Wir machen einen Foodtruck auf. Wir machen einen Foodtruck auf. Im Mai haben wir einen Foodtruck, genau. Geil. Das werden wir auch ein grosses Festival sein im Kanton Bern. Wir werden in der Stadt einen Standort haben, der recht zentral ist. Okay. Weil alle wünschen sich einen Smash Bros. In Bern drinnen. Das Ding ist, ich zahle sicher nicht 25'000 Miete für irgendein scheiß Restaurant. Wenn ich Freitag, Samstag, Sonntag voll habe in fucking Gümligen. Ja, voll, Wie weit ist das weg von der Stadt für dich? 10 Minuten. Bern ist ein Dorf, so. Also ist nicht riesig. So. Ja. Und es hat viele Parkplätze und du kommst mit ÖV ganz schnell her. Darum, für mich ist es, wenn ich in die Stadt gehe, 2 schlechte Monate und du bist weg. Ja, fix. Ja, safe. Fix. Ja, das Also, ist schwierig. ich möchte Das den ist Stress so. nicht. Das ist so. Also pandemiemäßig. Ja, das ist schon. 25'000 Miete, die du gleich musst zahlen. Ja, safe. 2 Monate. Jetzt haben wir eine Lösung gefunden. Uns hat es noch nicht gegeben, weißt du? Okay. Nein, es gibt es aber erst in 4 Nein, ich meine, jetzt hast du eine Lösung, also jetzt gehen wir gleich. Genau, wir gehen in die Stadt, aber mit einem Foodtruck. So. Darum hast du den Foodtruck so. Aha. Genau. Wir gehen in die Stadt mit dem Foodtruck und Restaurants werden immer nur außerhalb sein. Hammer, ganz geil. Ja, nein, ja, geil. Und weißt du mit der Skincare, was machst du? Sagen wir mal so, eine sehr renommierte Schweizerin wird in Zusammenarbeit mit uns Skincare-Marke weltweit auf den Markt bringen. Hey, Bro, du machst so viele Sachen. So viele verschiedene Sachen. Was ist dein grosses Ziel? Was willst du eigentlich, wenn du mehr im Event oder jetzt in Gastronomie? Ich kann so Ziel Schauspieler. Nein, ich will chillen. ich will Die Millionen machen und chillen? Ich will fischen, ich will kiffen und ich will Leuten helfen, Mann. Das ist es, Mann. Leute helfen? Ja, ich bin sehr, also mein Ziel ist sehr eigentlich in die Wohltätigkeit hineinzugehen. Ich kann schon mit, also ich bin schon auf Spitalböten in Afrika arbeiten und das ist etwas, was mich erfüllt. Das sage ich jetzt nicht zum Flexen, sondern das ist einfach wirklich etwas, da habe ich gesagt, das möchte ich eigentlich machen. Aber ich möchte nicht für andere Organisationen arbeiten, sondern ich möchte selber etwas machen, selber auf die Beine stellen und für das muss ich jetzt halt hassen. Okay. Ich habe mit 17, 18 schon ein Benefizkonzert gemacht und so. Also wir haben, ja. So. Bist du das selber auch schon einmal dort? Du hast jetzt gerade gesagt, bin ich eigentlich in Afrika gewesen? Genau, ich habe in Afrika in Kamerun gearbeitet, auf einem Spitalboot. Wow. Hast du schlimme Sachen erlebt? Bruder, nein, ist nur Afrika, Mann. Ich meine, weißt du, vielleicht nein, du siehst einfach so viele Kinder mit viel Missbildungen und so, aber weißt du, sind wir ganz ehrlich, das ist das Leben, Mann. Also weißt du, das ist so, ja, schlimmes Zeug. Ich habe überall schlimmes Zeug gesehen. Ich habe im Spital in der Schweiz schlimmes Zeug gesehen. Ich habe sehr viel schönes Zeug gesehen. Vor allem. Im Fall voll, die Leute sind extrem dankbar gewesen. So. Schon, ja. Und man muss halt ehrlich sagen, so hart wie es ist, aber das Spitalboot, es gibt so fucking viele Leute, weißt, die haben wie Anmeldedaten und die sind nachher jeden Tag ist ausgebucht, wo das Schiff in diesem Hafen ist, wo das geht von Hafen zu Hafen. Und ich kann nicht Leute annehmen, die sie wissen, dass sie nicht helfen können. Weil das ist unfair für die Leute, die sie helfen können. Das heisst eigentlich, alle, die du im Spital Kontakt hast, sind Leute, die geholfen werden. So hart wie es fucking tönt, aber das ist fucking live. Man. Ja, du, die Moment halt, wenn du nur gewisse Kapazität hast, musst du irgendwo sagen. 100%, ja. Macht ja auch Sinn, dass sie es so machen. Genau. Aber ich finde halt bei dir, unter anderem nebst dem, dass du gefühlt 748 Projekte pro 2 Wochen abschließt, finde ich halt bei dir einfach beeindruckend. Du bist ein lebendes Beispiel dafür, dass man auch als Chaot erfolgreich sein kann. Ja, so, schau mal meine Wohnung an, Bruder. Schau mein Restaurant und schau meine Wohnung an. Mein Restaurant, Picobello, irgendwo, ein kleines Zeug, ich drehe durch. Bei mir daheim, ich merke nicht einmal, wenn ein Aschenbecher überflügt oder so. Ja, voll, man. Ich bin nicht so...
Ich schaff's irgendwie schaff's es. Irgendwie durchbleiben. Die Definition von einem Ich bin auch ein Coach. Ja. Also das ist noch heilig jetzt. Also, Da, wo die Kamera zeigt, ist okay. Weißt du, das geht. Aber alles andere dort hinten, da. lieber nicht Weil sagen. ich finde, wir haben mal eine geile Unterhaltung gehabt miteinander im O, da im Räumli, wo wir vorhin angesprochen haben. Also mein Büro, Mensch. Streichen wir Räumli im Büro. Ja. Haben wir mal eine geile Unterhaltung gehabt vor, weiß nicht mehr, vor 2-3 Jahren oder so. Haben wir uns darüber unterhalten, wie wertvoll schlussendlich Kreativität ist, weißt, dass das wichtig ist. Ich habe das bei dir immer mega nice gefunden. Du hast immer gewusst, was das du kannst und was das du nicht kannst. Weißt du, dass, ich sage jetzt mal, bürokratische Zeug, administrative ist, darf man das so sagen? Nicht deine allergrößte Stärke. Gar nicht. Aber du hast das immer schon früh gewusst. Weil ich meine, das ist vor 3-4 Jahren, bist vielleicht 21, 2. Ich habe das schon mit 18 gewusst. Ich habe mir immer Leute geholt, ich habe nie allein arbeiten. Ich habe mir immer Leute geholt, die in dem stark sind, von denen ich nicht stark bin. Und Das ist schon ein krasser Mindset. Das ja, ist sehr stark. ich mache nie etwas allein. Gell? Also nie, Bro. Nicht, Bro. Sogar ein Mail, Alter. Ich schicke das jemandem. Aber einfach, weißt du nicht, ich habe für jede Sache ein Team. Ich habe ein Team für IT, ich habe ein Team für, Team für Gastro, ich habe ein Team für Events. Weißt du, was ich meine? Es ist so, und dann habe ich immer so wie einen Ansprechpartner für das. Und das heisst, du gehst nicht einem Hure auf den Nerv und einer merkt nicht, was für ein Noob du eigentlich bist, sondern du hast das Know-how von jeder Seite. Ein bisschen, also ich bin eigentlich gut im Teams zusammenfinden. Voll. Hammer. Ja, und schlussendlich, genau, ich habe das Gefühl, das ist auch, wenn ich es rausgespielt oder wenn ich es von dir weiß, auch dieses Erfolgsrezept. Weißt du, schlussendlich, selber musst du eine Kreativität haben und die Vision haben. Aber ich sehen es ja selber, das Erfolgsrezept gibt es nicht, das ist einfach machen. Ja, Machen. ja, absolut. Ja. Weißt du, was ich meine? Absolut. So, ihr seid jetzt schon 100-mal erfolgreicher als jeder Podcast, den es nicht gibt. Weißt du, was ich meine? So. Ja, Auf den Punkt gebracht. Weil schlussendlich, du musst es müssen auch den Leuten bewusst sein, mit dem Ganzen, was wir jetzt da, wo wir machen sind, oder wo wir probieren, den Leuten Wissen zu vermitteln oder was auch immer. Das, schlussendlich, du musst einfach keine Angst haben. Mach einfach. Mach, Bruder. Mach Ich kann dir scheißegal sein, was andere denken. Kann dir scheißegal sein, was fehlt. Bruder, ich hab Partys gemacht, da sind 5 Leute gekommen. Kein Witz, Mann. Ich habe Partys gemacht, da sind 15 Leute gekommen und ein Typ hat mit einem Drittel von allen Frauen gemacht. Ja. Was für ein Statement. Bruder, das musst du erst machen. Ich habe mit einem Drittel von allen Frauen im Club rumgemacht. Ja, aber also 5 ist krass, weißt du? Insta-Bio reingeschrieben. Ja. Nein, schlussendlich, weil ist ja genau das. Du musst einfach dranbleiben, konstant bleiben und einfach machen und wissen, mit wem das du zusammen schaust, was du machst. Genau. Voll. Gross denken, gross fucking denken. Nicht an einen Burgerladen Träumen, denken, an 5 Burgerladen denken. Weißt du, was ich meine? So, Was ist dein Big Traum? Big Traum jetzt im physischen Sinn, also im monetaren Sinn oder im seelischen Sinn? Also, Ja, sowohl als auch. beides. Ich würde gerne, also ich hab mir mit 12 ich habe mir mit 12 eine Bucketlist gemacht, wo alle Sachen drauf gestanden sind, die ich machen wollte. Okay. Ja, Fail ist, ich habe mit 23 eigentlich alles erreicht, außer Nordlichter gesehen und zwischen Mangroven tauchen. Das muss ich noch machen. Man. Mangroven tauchen mache ich im April. Oder im Mai. Im April. Und Nordlichter habe ich noch ein bisschen Zeit. Und jetzt habe ich mir einfach einfach so Ziele machen, die so fucking hoch sind, dass ich sie wahrscheinlich nie wieder erreichen. Weil das brauchst du ja. Sonst könnte ich ja jetzt zufrieden sein und nichts mehr machen. Ich habe Scheiße erreicht. Man. Also ich habe mit 18 reingeschrieben, noch Hallenstadion reingeschrieben. Ich so bis 30 in Hallenstadion, nach 22 in Hallenstadion veranstaltet. Zweimal schon gemacht, oder? Ja, zweimal durch. Zweimal jetzt. Hallenstadion. Aber das ist wichtig, dass du große Ziele setzt. Genau, aber jetzt also ich möchte im Lexigrund Dr. Dre, Snoop Dogg und Eminem zusammen und vielleicht noch 50. Boah, Ja, das ist mein Ziel. Das ist mein Ziel. Ich hoffe, du erreichst es. Nice. Wann hast du das Ziel gesetzt? Also, wenn hast du 2 Minuten? Nein, ich glaube, als ich das erste Mal Hallenstadion geplant habe. Voll. So, wenn das geht, dann geht es andere auch. Also, Ja. vielleicht. Du musst dran, wie gesagt, musst groß denken. Und ich habe gerne Game Hour, Inseln hätte ich gerne, Mann. Ich habe gerade heute gesehen, in Kanada ist die... Sicherste. Nein, nicht das. Gibt es eine Insel, die aktuell im irgendeinem See, keine Ahnung. Nein, nicht im See, ich weiß nicht mehr gerade, welcher... Schick mir das. Ich glaube, bei der Höhe Toronto, dort oben, so viele Seen und so Buchten und so. In einer Bucht dort oben kannst du für 1 Million
umgerechnet Schweizer Franken, kannst du Insel kaufen aktuell. Ja, Bro, ich bin die ganze Zeit damit so am Schon? Insel. Ja, ist nicht so teuer. Krass. Also sagen wir mal so, Ja, je nachdem wo, ja. aber jeder Block hier kostet mehr als ein Inselkauf. Ja. 100%. So, wirklich. Ja. Also ein Block hier kostet ja wirklich 12 bis 20 Millionen, Mann. Für das kaufst du eine Bombe wie in Indonesien, Bombeninsel und baust dir 15 Villen drauf. Fix. Man. Ja, ist so. ist schon wild. Ja. Voll, es ist nicht so unrealistisch, wie man denkt. Voll. Und ich keine Ahnung, ich habe das utopische Denken von, hey, wenn ich meine Insel habe, dann habe ich meine Ruhe. Weißt du, was ich meine? So, du weißt nicht, was läuft. Also, ich bin nur ein Verschwörungstheoretiker, aber so Corona hat ich auch gerne eine Insel gehabt. Also, Ja, sehr. Ja, voll so. Aber auch, ich meine auch, weißt du, so ein bisschen Selbstversorgersteil, weißt du, Fische, Ernten, Kiefer. Du bist ja ein grosser Fischer, oder? Ich bin ein mega grosser Fischer, man. Ja? Es ist wie Meditieren für mich. Aber gibt's etwas, was du nicht machst? Du machst ja 50.000 Sachen. Ich habe früher gerappt, Alter, Mann. Nein! Sicher, man. Ich kann... Ich lade jetzt ein Beat ab. Bruder, also komm. Scheiße, Alter. Ja, wir können ja immer noch rauscutten, wenn es schlecht ist. Also, weißt du, welchen haben wir? Montier einen. Und hier rein also. Hey. Every time I'm on the microphone, it's the real Jerome. Human undercover mental medicine. Ah. Fuck them, I'm back at it. Yeah, roll it backwards. Backward. Aha. She gets that mad wood. Fuck it. Fuck it. I go all in like it's poker. Yeah, I choke her. I provoke her. Hey, fuck damn. I go all in like it's poker. I provoke her. Hey, I choke her. Yeah, I fuck her under the shower for at least an hour. Smoking sweet and sour. Pass that blunt out for the 100 with some boys who got my front. Got my back. Just go black and black. Sipping Jackson juice. 2 a.m. Inside to killing the booth. Gin and juice. I can't lose. Yeah, talk that like Lucy D. You know I got it. Double D on my bitch. Right. You know I ain't a snitch. Right. Na, 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 na. Gut. Schauspieler, Gastro, was eigentlich. Du machst alles. Bro, buch dich nicht schon selber. Buch dich selber, ist günstiger. Ist Ja, günstiger. Gut, ja, genau, Freitag 0 Uhr haben wir noch. Das ist eigentlich auch ein riesen Projekt. Ja, voll. Ja, wie ist das? Das ist Ja, bevor wir das vergessen, wie Genau, ist das dann gekommen? das ist der Finn, Shoutout der Finn, der hat das gegründet, der hat Freitag nur, das ist auf Instagram eine Plattform, also nein, ist Plattform, ist Instagram von der Seite drauf, ist Freitag 0 Uhr und wir machen sozusagen die Releases von ganz Deutschrap, Schweizrap, die wir rauslassen und da haben wir auch schon 160'000 Followers und arbeiten zusammen mit Labels und machen Interviews, Videos und solche Sachen. Ganz geil. Das noch nebenbei sind die grössten von Deutschland, aber just saying. Einfach nur schnell fast vergessen. Ich schwöre, ich hab's vergessen. Vor allem ist das jetzt einfach beim Freestyle schnell aufgefallen. Da habe ich auch noch. Beim Spit einfach noch schnell. No Props für den, Alter. Hey, merci vielmals, Bro. Aber der Beat ist strange gewesen, er hat nie richtig gedroppt, man. Ja. Weißt du, so, wir noch nie haben so laufen lassen. Ja, nicht mal, wo der Arbeit da ist, wo der ELZ da ist. Ja, er hat nicht gemacht, man. Aber King. Alter, der ist jetzt Aber mit Margaret, habt ihr einen Prank mal gesehen, den ich mit Margaret zusammen gemacht habe? Mit dem ELZ zusammen gemacht. Ihr könnt schauen. Wir müssen schon so lange, vor 5 Jahren haben ich und der ELZ zusammen ein Mitglied von Rap City prankt Noah. Und gerne haben wir ein Fake-Interview also aufgegleist und ich habe nachher angerufen, sozusagen, wenn der Noah ist angekommen, ich so kurz vor dem Ankommen, ich so, hey, ich bin gerade in Bern aufgewacht, man, voll verkatert, Alter, du musst das Interview mit mir machen. Er so, fuck, okay, ja, mach ich. So noch nie vor Kamera gewesen dann. Und dann ich schicke er so, ja, schickst du mir die Fragen noch? Ja, ich schicke dir dann. Dann habe ich geschaut, dass der ELZ kommt. Und ich habe die Fragen erst geschickt, von der ELZ schon im Raum war. Was? Und die Fragen sind richtig beschissen gewesen. Also aber der Arbeit hat es gewusst, oder? ja, der war Plan. Der hat die AirPod, ich bin im Hinterzimmer gewesen. Ich bin im Hinterzimmer gewesen und er hat mich im AirPod voll. Und dann haben sie so gesehen, so, der Noah liest so die Fragen so, viele sagen so, der Zen sei ein besserer Musiker als du.
Solche Sachen, Mann. Und da bin ich voll am fertig machen, Mann. Ja. Das ist ja für mich der geilste Prank, den du bis jetzt gemacht hast. Ja, das ist gut. Der geilste Video ist nicht der, gut, der ist auch nice. Der aber Weed, oder was? Der mit dem, hast du den mitbekommen? Nein. Amigo, erzähl dir, der ist schlimm. Der hat im Fall nicht auf unserer Seite hat etwa 5 Millionen Klicks, aber im Ganzen hat er etwa 50 Millionen Klicks gesammelt. Ich bin einfach mit einem Glas, wieso das noch niemand vor mir gemacht hat, weiß ich auch nicht. Ich bin einfach mit einem Glas CBD rumgelaufen und habe einen Lakai von den Cops und so. So ein riesiger Sack, Bro, so voll übertrieben grosser Sack mit CBD. Jetzt haben wir ja noch das 2.0 gemacht, mit 7 Kilo, man, sind wir auch noch so. Der hat es aber So, hochgenommen. weißt du, so der Zürich gelaufen und so läuft, und man dann telefoniert, ey Mami, nein, komm nicht, ich bin jetzt da draußen. So, Weed am auspacken, man. Ey, der ist, weißt du, ey, wenn das erstmal sieht, dich verblasst. Der ist hure wild, der ist Marketing-Genie des Grauens. Der ist, wem sind in der gewesen? Mini. Geil, die ist nice gewesen. Vor allem, ich weiss, wir sind dort auch miteinander am Chillen und nachher plötzlich sagt der Soki wieder nochmal again, hello. Also, hat mir das Video gezeigt. Also, schau, wenn man jetzt einen Release hat, ich schau da, ey, ich kann anfangen zu brüllen. Aber weißt du, was geil ist? Sie haben es nicht geil gefunden. Sie haben es nicht geil gefunden. Die haben es alle nicht geil gefunden, egal was sie jetzt sagen. Sie so, ja, ich finde es jetzt schon nicht so lustig. Ich so, doch, der Shit ist gut, Mann. Wir haben nie so viele Klicks gehabt, Mann. Wir haben 10.000 YouTube-Followers. Krass, wegen aber dem. Bro, 9.900 ist wegen dem. Wild. Irgendwelche Stories mit Acts oder so beim... Ja, da finden wir sicher etwas. Also es gibt ja so zwei Bachelor-Kandidatinnen, oder? Da wissen wir ganz genau, welche genau die zwei, also ja, die von früher, oder? Dann wissen wir, welche zwei. Voll, nichts gesagt, oder? Und dann sind wir mit einer Rap-Gruppe, die mit Zahlen zu tun hat, ich habe auch nichts gesagt. sind wir da an einem Festival gewesen, von in Zürich, habe ich auch nichts gesagt. Und dann, ja, warte, jetzt warte schnell. Jetzt habe ich da Manager. Ja. Oh, das Sprachmemo. Jerome-Keule, sag mal, gibt's hier irgendwo einen Großvorrat an Kondomen? Wir bräuchten mal welche und zwar sehr zeitnah, bitte. Ansonsten jetzt sofort. Tschüss. Oh, das ist jetzt eine moderne. Dann bin ich der Jerome-Keule. Bro, der ist schlimm. Oh mein Gott, Mann. Aber weißt du, ich glaube, am zweiten Rap-Seite, am ersten oder am zweiten, ich weiß gar nicht mehr welchem, bist du dabei gewesen, wo der Katar war? Ja, aber da bin ich als Gast gewesen. Du bist als Gast Ich bin gewesen? als Gast, ich habe Angst gehabt, ich habe nicht mehr so angeschaut mit seiner Shisha dort so. Bro, mit der Shisha, hast du das gesehen? Bro, das sind meine Shishas gewesen. Ich habe ja für die alle Shishas gemacht, dort im Backstage dort hinein. Und nachher eigentlich nur für den PA, den Kianosh und der Camp und für den Katar und den Sammy. Die sind dort gewesen. Und nachher sagt so der Katar ist so dort, das ist so die Zeit, wo er wirklich wo sehr wohlgenährt unterwegs war. Das hast du jetzt gesagt. Politisch korrekt. Dort am Sitzen und nachher so, sagt er so zum Sammy, also, weißt du, wann du weißt, nein, was wird er gesagt, also, weißt du, wie du es herausfinden kannst, dass es in der Schweiz läuft? Und der Sammy so, keine Ahnung. Ja, machen sogar Latinos Kohle für Shisha. ich hab dort so irgendwie mit gehabt, weißt du, vor 5-6 Jahren oder so. Ich hab dort am Stopp Kohle wechseln, mich hat's verblasen. Und dann hat der Sammy hat einfach meine Shisha kaputt gemacht. Und ich schaue so, Alter, wieso hast du das gemacht? Er hat den Stab, wo dran ziehst, das Rauchrohr, heisst es, glaube ich, hat er so einfach verbogen gehabt. Und ich so, Amigo, was hast du das gemacht? Und er so, er hat mich jetzt angeschissen, meinen Arm so auflupfen. Und ich so, Alter, sorry, Alter, was bist du Tupac, Mann? Einfach so das Teil verschoben. Zum Teil sind die Leute in der Stadt. Ey, die sind aber im Film, Alter. Ja, die sind wirklich, also vor allem die Deutschen, man, die sind wirklich recht im Film. Aber Amis sind geil, man. Ich bin mit dem Sway Lee unterwegs gewesen, in der Nacht, bevor Die sind voll entspannt, Mann. Bro, das ist der geilste Sieg, Bro. Ich habe Schon. seine Dann ja mit dir bekommen, das ist Handynummer und so. Ja, Bro. das ist voll jetzt letztes Mal vom Cover gehört. Ja, voll, das stimmt. Ja, den Cover habe ich zu ihm gebracht. Schon. Ja. By the way, der Cover wir kommt müssen- heute raus. An dem Aufnahmedatum, wo wir jetzt sind. Okay. Ich meine, wir müssen aufhören. Und ich- Nein. Nein, ich bin mit zwei Leaks, oder? Wir haben einen Tweet gebracht, und dann seine Taschen sind verloren gegangen auf dem Weg daher.
natürlich Jackpot für den Kavar. Ich Leute im Kavara von Finelli. Der kommt mit 17 Packungen. Das heisst eigentlich alles, was der Swahili in der Schweiz hatte, war Finelli. Ja. Voll. Bro, der Typ, der macht das, glaube ich, seit 8 Jahren oder so. Ist dann nur am Feiern. Bro, die sind angekommen. Gehen wir da in den Club? Du hast mal einen Auftritt. Ja, ich weiss, aber ich komme in den Club. so, gehen wir in den Club heute, Bro. Er hat dort einfach das Mic getan auf eine Performance. Was? Jimmy, zahlen dir, weißt du wie viel? Und du blöder Wichser. Ja! Nein. Und dann Bro, gehen wir ins Zimmer. Bro, ohne Witz. Als ich ihm Tschüss gesagt habe, war es 7 Uhr morgens gewesen. Und um 10 Uhr musste ich anfangen für Rap City zu arbeiten. Nachher um 11 Uhr habe ich es geschafft. 7 Uhr morgens, Bro, kann ich aus seiner Suite. Er sagt mir so, good night. Bruder, 4 Frauen in seinem Bett. Was? 4 Stück. Ich so, tschüss zusammen, Mann. Ja, das war heftig. Und sein Kollege noch so, Switzerland ain't shit, I go my own way. Bro, ist er in die Langstrasse gegangen, Alter, ist er geprätscht worden. Sind auch falsche Straße Sind da nicht die, die gesagt haben, ain't no guns? Ja. Der ist geprätscht worden. Bro, die sagen so, da war auch eine von Rap City erzählt, gell? Ich kann andere Namen erwähnen, der Di Roma. Shoutout an die. Shoutout. By the way, mit dem Di Roma kann man noch eine Bewilligung von ihm einholen, weil ich bin so quasi das Die von Luzdi, oder? Und der Di Roma ist ja eigentlich der Die Ja, bei uns. ja. Das ist ein Gold. Er war gestern bei mir im Burgerladen. Schon? Ja. Nice. Auf jeden Fall nachher sagt er mir so, wir sind mit dem Swahili unterwegs gewesen und so. Und nachher fragt eben der Security oder sein Bruder, der Kollege von ihm, wo das war, vom Swahili und sagt so, hey, do we need some guns? Weißt du, wenn es rausgeht? Ja. Und nachher die Roma so, nein, wir gehen nur auf Zürich, weißt du, ist alles easy, ich habe schon eine Waffe und so. Also von wo sind sie? Kalifornien, oder wo sind sie? Ich glaube, ich weiß nicht. Also, when we go out in Cali, we always wear some guns. Die Roma so, der so, ja, amigo, da musst du nicht, aber we always have MPs in the car. Ja, easy, Bro. Chill mit MPs, Bro. Man. Ja, Bro, er hat ja Und dann wird er verschlagen, Alter. Ja, und er hat seine I8 so gegeben, so, und die Roma ist echt ein Vorsichtiger. Ja. Und er nimmt ihn so, und er so, die Roma so, bist sicher so, dann kannst du fahren. Also, in Cali we drive Euros. Alter, Cali Boy. Krass. Die Cali Boys, aber die Amis, die sind next level, Mann. Aber sie sind cool, es ist cool mit denen zusammen. Ich finde, sie machen es gern. Ich finde, die sind mega entspannt. Sie machen es gern, das ist es. Die sind viel weniger im Film als andere. Bruder, Deutsche musst zum Teil zwingen, auf die Bühne zu gehen. Schon. Wir hatten einen Act gehabt, der nicht auf die Bühne ist gegangen, weil er seinen Hennessy nicht hatte. Was? Ja. Aber Schade. eben ja, Film, Alter. Die Puh. Ja. Krass. Ja, nice. Ja, das Nein, war eben, mit- das sind wilde Storys und das sind ja jetzt einfach die, wo man so wo man so hat können erzählen konnte. Genau, das ist jetzt so schnell aus dem Handgelenk geschüttelt. So schnell aus dem Handgelenk rauskommen, wo ohne grosse Problematiken und so. Von dem her ist es absolut nice, dass wir das so können handhaben. Nice, ey. Ey, ich weiss, du bist dezent im Zeitdruck. Ganz dezent, genau, das habe ich dir vorher nicht erzählen, wieso ich nicht im Zeitdruck wieso ich im Zeitdruck bin. Ja. Ja, voll, ja, stimmt. Genau, das habe ich noch gesagt, für den Podcast. War clever, hast du daran gedacht. Gell? Ja, ist trotzdem. Ich gehe mit meiner Mami heute Abend essen, und mein Papa kommt Abend. Und mein Lieblingsrestaurant in Bern, also wenn ihr, egal wer das lost, wenn ihr irgendwann in Bern sind, reservieren genommen früher, es gibt ein Restaurant, das heisst Tanaka. Und das ist geführt von einem 70-jährigen Albaner. Japaner. Fast gleich. Fast gleich. Ein 70-jähriger Albaner schafft niemand. Nein, von einem 70-jährigen Japaner und die müssen jetzt auf den November das Restaurant schließen, weil sie niemand finden, der kann machen, was er kann machen. So. Sie haben 2 junge Japaner, Chefköche von Japan geholt und sie bekommen es nicht auf die gleiche Qualität. Und jetzt müssen sie zutun, weil niemand in seine Fußstapfen kann treten. Wow. Der hat eine Salatsauce von der dort verkauft, man in Coop ist gekommen und hat ein Rezept abgekauft. Also wirklich so fucking Maschine. Ah, so, Voll, voll. Und jetzt kann ich jeden Monat dort essen, bis es zutut. Man. Ich würde sagen, auch ein schöner Satz zum Schluss. Einfach, gehen mit euren Eltern gut Nachtessen. Absolut, Ja, genießen die Zeit mit weil der junge Mann ist heute Morgen von Basel hierher gekommen. Also heute Morgen ist vorher hierher gekommen. Von Basel hierher gekommen, jetzt in Luzern und nachher geht er auf Bern. Also du bist Morgen Zürich. Max, Ist unterwegs, Bro. Max national unterwegs. Ome. Schnell einen Zwischenstopp hier in Luzern gemacht. Von dem her riesiger Dank, was das betrifft. Danke vielmals, hat es Spaß gemacht. Und ich Danke will vielmals. bei einem muss allerdings widersprechen, Bro. Also.
Du hast vorhin gesagt, das beste Rest in Bern. Für mich das beste Rest in Bern ist Smash Bros. Von dem her. Hey, yeah, you know. Weißt du, Aber weißt du bist echt noch gar nicht gewesen, aber merci. ich hab gedacht, ich komme ein paar Gucci raus, Belusti. Weißt du, was ich meine? Ein paar Gucci zum essen. Wie geht es mir, man? Geiles Shit. Nein, ey, Bro, danke dir viel mal. Hat wirklich Spaß gemacht. Brutal. Danke für die Live-Session, die wir vorher Absolut, hatten. geiles Vielleicht gehen wir jetzt auf Spotify, wir müssen jetzt Labelboss und so. Wir haben Torheit über die Aufnahme. Nice. Machst der Arafat auf mir, man. Nein, Bro, ist brutal gewesen. Ist brutal. Wieder einmal mehr, ist halt einfach nice, wenn Leute da sind, die du gut kennst, die Kollegen sind, dann ist es nice. Mega Leider habe ich geil. den Laus mitnehmen, sorry. Ist alles okay für eine Stunde. Nein, ey, willst du noch irgendetwas abschließend für... Nein, man, ey, hört den Podcast, man, die Jungs brauchen Geld. Das ist der nice Abschluss, den man so braucht hat. Hey, nice. Also, danke dir vielmals. Danke dir vielmals. Komm gut heim, bleibt gesund. Thank Macht you keinen so Scheiß. much. Danke vielmals fürs Zuhören. Das war's gsi. Bleibt cool, macht keinen Scheiß. Lustig, thank you. Alle Liebe ausziehen. Aha, Solarium-Bühne für heute Abend. Wir sind ready für das welcome. Weekend. Fürs Weekend ready sein. Ein bisschen go bouncen. Aha. Ciao zusammen. Talk it like Loose D.